Hör mal zu, Bertha. Das kann nicht so weitergehen. Lass mich in Ruhe, Hansi. Siehst du es nicht? Ich hab's tun. Pass einmal auf, du stinkfaule Sau. Guschwichser, ich chat jetzt grad mit einem urlieben Mann. Haben's dir ins Hirn geschissen? Ich muss den ganzen Tag hakeln wie ein Trottel, krieg nichts zum Fressen, die Warnung schaut aus wie ein Missgestätten. Das kann's ja nicht sein. Ich kann nichts dafür, dass ich arbeitslos bin. Und ich kann mir keine, wie du, kostspielige Wirtshausbesuche leisten. Aber wenigstens eine warme Mahlzeit könntest du mir machen. Und Sommerrammer könntest du auch. Hast du den ganzen Tag Zeit. Ein Haken suchst du ja keine. Du Volltrottel, ich hab dir schon zigmal gesagt und dir schon hunderte Bewerbungsablehnungen gezeigt. In meinem Alter kriegt man nicht so leicht einen Job. Ich schreibe jeden Tag Dutzende Firmen an. Das sieh ich Bertha, was du schreibst. Zig wildfremde Männer im Chat rumwullert machen, einer steife Ballen verpassen und sie mit der Plastikgurken spülen. Das nenne ich vorbildliche Arbeitssuche. Na, dann puder mich endlich, dann hätte ich das nicht notwendig. Aber du, lieber Hansi, reißt dir lieber an Obe bei deinen Computerporno-Huren. Bist du schon ganz deppert? Wenn ich die wetzen will, sagst du jedes Mal nein. Weil du jedes Mal angesoffen bist, wenn's mir der stingertes, halbsteifes Zungenfell zeigst. Du unnötige Scheißfood, jetzt reicht's. Morgen nehmen wir frei und geh aufs Arbeitsamt und denen sag ich, dass du nicht hacheln willst. Überleg dir das gut, Hansi. Das sind dann 800 € weniger Haushaltsgeld. Und dann bin ich gezwungen, dass ich am Strich gehe. Weil die Zahlungen und Kredite, was wir haben, packst du alleinig nicht mit deinem Leiharbeiterlohn. Ja, das ist der ewige Ausred, dass du Hockenstaat bleiben kannst. Aber wie war's, viel beschäftigte Bertha, wenn's mir mal was zum Fressen machen täst. Und sammern wir das ein bisschen, ha? Warte ein bisschen, gleich bin ich soweit. Mir kommt's! Super! Der Typ war Wahnsinn! Geil! Wo ist der Märchenprinz? Bertha, ich hab jetzt einen Steifen gekriegt. Ich geh mir gar waschen. Das mir dann, ich geb dir 50 €. Ein Gürtelhuhr verlangt auch nicht mehr. Am Bloßen. Depperl, mit Gummi verlangt ein Gürtelmädchen 80 Eier, ohne 200 €. Glaub mir, auch wenn ich schon lange in meinem Geschäft bin, meine Ex-Kolleginnen und auch die jungen Gürtelbanner, die mich von Facebook kennen, verraten mir allmonatlich die neuen Bloß- und Puderpreise. Jetzt bist du baff, Hansi. Was? 200 €, sind wir's teuer. Und mit Gummi ist Arsch. Da geh ich über Computer wichsen. Überanstreng dich nicht. Du musst morgen wieder fest hackeln. Und vergiss nicht, Punkt Mitternacht ist Schluss mit lustig. Da geht's dann in die Ehehapfen. Doppeladlerling ist gesund fürs Kreuz. Wurscht, meins ist eh hin.